Welches Pokémon soll zurück in die Box? Eine gute Frage. Wir kommen zurück hier zu Pokémon Delta. Eben nach Omega-Rubin unterwegs und ja, Rayquaza gefangen mit ein paar Schwierigkeiten. Zwar, ich habe es irgendwie einfach in Erinnerung gehabt, aber egal. Jetzt mal gucken. Nee, Miweni auch nicht, Fai auch nicht, genauso wie Atomic. Tommy auch nicht, also geht Chaos zurück. So, Chaos zurück in Pokégeschichte werden. Jo. Du hast Rayquaza ins Team aufgenommen. Cool. Du hast es geschafft. Flummel, Flummel, er hat's geschafft. Flummel, Flummel. Glückwunsch, Michael. Und danke. Das Geschichte, dass er quasi nicht mich, sondern dich ausgewählt hat, macht mich sprachlos. Aber irgendwie verstehe ich es auch. Du bist dazu auserkoren worden, unsere Geschichte als neuer Erbfolger fortzuführen. Also werde ich mein Wissen an dich weitergeben. Es handelt sich um den letzten Schlüssel zu Rayquazas wahrer Formenstärke. Die Attacke Zenith-Stürmer, die nur Rayquaza beherrschen, bestimmt ist. Okay. Rayquaza wurde das Wissen zu Zenith-Stürmer anvertraut, in unserem Pokéball, cool. Also würde ich nur meine letzte Aufgabe als Wissenshüterin erfüllen. Die Kraft von Rayquaza, die du dir zu eingemacht konntest. Du musst mir durch einen Pokémon-Kampf zeigen, dass sie zu beherrschen verstehst. Das ist die letzte Aufgabe der Wissenshüterin Meteorana. Überwinde diese Herausforderung und schreibe unsere Geschichte weiter. Puh. Mein Herz, es schlägt schneller. Ja, mein Herz, es rast. Ja, du schaffst es! Das ist doch nicht cool, Mann. Von Wissenshüterin Amalia. Viskogon. Die Drachenschnecke aus Carlos. Ne, wieso ist Rayquaza an erster Stelle? Egal, jetzt mit ganz kurz natürlich mal Ding geheilt, war Volt. Und so ist bereits ja cool. Ja, wir können es jetzt zwar mit Rayquaza catchen, aber ich weiß nicht, ein Kriabor kommt doch zu Beginn schon. Tja, Freunde, das ist echt so, solange Rayquaza Zenith-Stürmer drauf hat, braucht es keine Megasteine. Also kann man noch andere Items geben, was einfach nur krass ist. Und jetzt musst du weichen. Inniger Wunsch, Michael. Rayquaza. Mega Evolution. Ach, wie krass es aussieht. Delta-Wind. Alle Flugbogen werden von rätselhaften Luftströmungen gekreuzt, wie auch immer. Drachenpuls. Alter, keine Chance haben die mehr gegen Rayquaza. Monagoras ist ein Drachengestein-Pokémon. Rayquaza kommt zurück. Ja, plötzlich ist die Luftströmung plötzlich weg. Isaflor? Ist das eigentlich Miweni auch noch in der Lage für eine Mega-Entwicklung? Ne, geht nicht mehr, weil bereits, ja, okay. Steinkante! Gib mir die Kante, Mann! Alter! Ja, das sind schon ein paar Level Unterschiede, wa? Ja, doof. Doof, wollte noch ein bisschen trainieren, aber gut. Der Kampf, Freunde, gehört ganz alleine Rayquaza. Delta-Wind, ja, er wirkt. Aua! Das tat weh, Mann! Das tat weh, Mann! Miwenia wird auch noch stärker und der Rest hoffentlich auch. Volt! Wollt ihr denn oder was? Haha, so, jetzt auch noch Pokémon wechseln. Den Volt soll auch noch drankommen. Ja, der Voltec! Altaria! Eishieb! In your face! Das war episch. Und Fai wird noch stärker. Hafnir! Ist der auch ein Drache? Fall selbst gar nicht mehr in Erinnerung, aber egal. Scheinbar doch.
Hafnir, was ein dämlicher Name, ey, naja. Und Volt wird noch viel mächtiger. Donnerblitz, nö. Ich spiele es rein physisch. Brutalander. Das ist jetzt natürlich doof. Naja, das mal versuchen. Das ist sicher gleich die Mega-Entwicklung, war klar. Jetzt müsste es eigentlich schneller sein als Elevoltec. Wie schnell bist du? Nein! Volt ist schneller! Alter. Oh oh. Und... Wow! Alter, Volt, ich bin ja richtig begeistert von dir. Ja, jetzt wird's doch schneller. Ich verstehe es nicht, Freunde. Wie kann es mit dem Kampf plötzlich schneller sein? Es meint, obwohl es gar keine Statusveränderungen gab. Also, sorry, aber... Naja. Rayquaza macht das schon. Okay, Rayquaza zum letzten Mal den Drachenpuls. Schick's auf die Bretterbahn. Scheiße. Und weg ist es ja. Geil, Mann. Finsteraura. Nö. Du hast schon Geistattacken, also brauchst du keine Unlichtattacken mehr. Du hast wirklich großes Talent, Michael. Danke. Ja. Wurde uns Bitten erhört? Blume. Nun ist die Ordnung wiederhergestellt. Michael und Rayquaza. Zusammen sollt ihr es mit dem Meteor aufnehmen können, der auf diesem Planeten zurast. Erbfolger Michael, unsere Hoffnungen ruhen auf dir. Beschütze gemeinsam mit Rayquaza die Natur, die Pokémon und die Menschen. Okay. Tja, jetzt muss man machen. Rayquaza rufen, wa? Magma-Anzug voll an. Alles klar, Kumpel? Viel Glück auf beiden. Wird schon gut gehen. Okay, Rayquaza, flieg mal los. Hu, alter Schimmel. Alter, was ein Senkrechtstarter. Mega Power! Wir sind plötzlich raussieht, ey. Die Meteor kommt! Okay, Rayquaza, einfach volle Kanne durch! Turbo-Tempo! Oh, Alter, muss doch wehtun. Es ist vorbei, wir haben die Region gerettet. Geil, Mann. Moment mal. Dreieck? Oh oh, das kennen wir doch. Oh nein, das darf nicht sein. Freunde, das stärkste Pokémon im Spiel, es ist Deoxys. Ein Deoxys erscheint. Los, Rayquaza, kämpft im Weltall. Hallo? Worauf stehe ich überhaupt? Ja, Delta-Wind. Und mein Freund ein epischer Feind. Nö, jetzt gar nicht, jetzt Meisterball ein und tschüss. Ja, und so aus dem Grund, also Deoxys, ihr seht schon, Stufe 80. Es ist wahrhaft vom Level her das stärkste Pokémon im ganzen Spiel. Alle anderen Pokémon, also auch die legendären, die man hier noch fangen kann, sind maximal auf Stufe 50 noch. Und deswegen mache ich den Meisterball nicht mehr. Wir können ihn direkt einsetzen, um Deoxys
zu fangen. Jetzt kommt jetzt ran, weil mir voll verarscht. Nee, geht gar nicht. Aus dem Meisterball entkommt keiner. Yeah. Gut, ich meine, besiegen wir natürlich eine Variante gewesen, aber Stufe 80, Alter. Denn nur Rayquaza, Logo und Gardevoir eine Chance gehabt. Dennis an ins Weltraumvirus hat eine spontane Mutation erfahren, dass er einem Laserstrahl ausgesetzt wurde. Draußen stand Deoxys. Das kristallartige Organ der Brust des Pokémon ist sein Gehirn. Und es hat viele verschiedene Formen, doch dazu später mehr. Blub. Ja, das war's. Der Meteorit ist down! Ja, hallo Kleines, wo ist denn plötzlich Amalia hin? Flummel. Hier, Mann, Flummel, Flummel. Avelina erreicht da einen Brief. Flo, tschüss. Okay. Mal lesen, wa? Wir können ja lesen. Endlich konnte ich alles zu Ende führen. Dafür danke ich dir. Ich werde nun nämlich gehen und darüber nachdenken, ob eine bereits zu einem Ende gekommene Geschichte noch einmal von vorn beginnen werden kann. Bis bald, Amalia. Okay, tschüss. Und sie war nie mehr wieder gesehen. Die Energie zerstreut sich. Wir können bestellen, dass der Meteor neutralisiert wurde. Professor! Der Meteor ist juhu! Reiß dich doch mal zusammen, junger Mann. Ach was, ich mag den Gefühlsabbruch hier gar nicht verübeln. Schließlich werde ich ja selbst gerade auf meiner Freude übermannt. Geschafft, wir haben es geschafft. Hurra! 1000 Dank, Michael. Wer weiß, was ich's war. Ich mach mal auf den Weg, ja? Tschüss, Mama. Tschüss, Papa. Heiko, mal ganz kurz, ja? Ja, nicht so schnell, junger Mann. Nach jetzt neulich unerbetenen Besuch in diesen komischen Gestalten. War das nicht etwa Ärger genug? Oh, Mama. Der Pokémon und ich sind wieder voll auf dem Damm. Dank Michael haben wir meinen Schlüsselstein zurückbekommen. Und Norman hat auch ein Ticket bekommen, mit dem er Zugang zu einem Ort erhalte, der extrem verlockend klingt. Ich kann jetzt unmöglich still sitzen. Kommen aus Stangen nicht mehr raus. Hätte gedacht, dass Heiko mal so energiegeladen sein würde. Tja, er scheint sein Leben wieder zu genießen. Das freut mich sehr. Natürlich uns alle. Mark, Kalle und Jördis? Sag mal was. Halt keine Sekunde länger aus, Mann. Ich spreche gar nicht miteinander. Du musst eben mal wieder der alte Kalle als Vermittler aktiv werden. Jördis? Jawohl. Entschuldige bei Mark. Ich will es hören. Ein bisschen schneller bitte. Und kein Rumgedruckse. Sprich mir einfach nach. Entschuldigung. Mark, ich muss mich entschuldigen. Entschuldigung. Nie wieder. Ich werde es nie wieder tun. Verzeihung. Bitte verzeih mir. Aber. Na schön, ist ja schon gut. Jördis. Ich bin bereit, dir zu vergeben. Aber nun unter einer Bedingung. Wie wäre? Du musst mir ebenfalls vergeben. Jördis. Oh, verdammt. Ich war viel zu schnell. Wie treu du an meiner Seite standest. Wie groß der Schock gewesen sein musste, meine Worte und Handlungen bewirkten. All das ist mir völlig entgangen. Ich muss blind gewesen sein. Es tut mir aufrichtig leid. Ich bin derjenige, der dich in diese Situation gebracht hat. Hör mir gut zu, Jördis. Ich habe eine Entscheidung gefällt. Ab sofort werde ich einen neuen Weg beschreiten. Meine Fehler ist mir klar geworden, wie engstirnig und egoistisch meine Sichtweise war. Ich weiß nun, wie wichtig es ist, sich mit anderen Lebens- und Denkweisen auseinanderzusetzen. Ja, wir Menschen mögen einander gelegentlich verletzen. Aber gerade deshalb müssen wir versuchen, Verständnis füreinander zu entwickeln. Von nun an werde ich mich nicht mehr von den Menschen, den Pokémon und der allgegenwärtigen Natur abwenden. Ich muss einen Schritt nach vorne wagen und mich ernsthaft mit meiner Umwelt auseinandersetzen. Ich hoffe, auf diese Weise etwas Neues zu erschaffen. Aus diesem Grund soll dies auch die Grundlage meiner Vision mit einem neuen Team Magmar bilden. Nun sag, Jördis, bist du bereit, mich auf meiner neuen Reise begleiten? Aber selbstverständlich. Ha, es ist wirklich leicht, dich zum Wein zu bringen, wa? Hohoho. Und dann unsere Probleme gelöst ist. Hohoho. Alter, wie böse guckt. Ah, das ist Joy. Der neue Champion war wieder. Ich möchte mich noch herzlich für deine Hilfe am Himmelturm bedanken. Vielen Dank. Und so förmlich. Das war doch gar nicht so zu dir.
Naja, weißt du, diese Erfahrungen haben mir neulich vor Augen geführt, wie viele Dinge es noch auf der Welt gibt, von denen ich nichts verstehe. Was wäre nur mit der Höhenregion geschehen, wenn Michael nicht zur Stelle gewesen wäre, als das ursächliche Pokémon aus einem Schlaf erwacht ist? Alleine wäre ich völlig hilflos gewesen. Niemand auf diesem Planeten hat immer eine Antwort auf jede Frage parat. Da brauchst du dir deswegen keine Vorwürfe zu machen, Troy. Ja, ich weiß. Es ist auch nicht so, dass ich von mir selbst enttäuscht wäre und mir nun Vorwürfe machen würde. Mir ist vielmehr was? Mir ist vielmehr bewusst geworden, dass ich noch sehr viel Natur, die Pokémon natürlich auch die Menschen zu lernen habe. Immerhin habe ich noch ein paar Jahre auf diesem Planeten zu leben. Man hat einfach nie ausgelebt. Ich will die Welt bereisen, mit meinen eigenen Augen sehen, mit meiner eigenen Haut spüren. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass er damals bei Smaragd war es so, dass er nicht mehr der Champion war, sondern Vasili, weil er, wie gesagt, auf Reisen war und deswegen Vasili der Champion wurde. Ja, könnte echt sein, dass noch irgendwie Delta Smaragd noch rauskam, was ein Pokémon-Spiel. Ich meine, Name wurde zwar von Nintendo irgendwie copyrighted und so, sprich geschützt, aber es ist echt das erste Mal, dass es überhaupt ein Delta Smaragd gibt, also sprich ein Remake von einer Spezialversion geben würde und vor allem natürlich, worum soll es gehen, weil Rayquaza hat bereits einen Mega-Auftritt hier in der Delta-Episode. Uns verlassen? Ach, wo denkst du hin? Schab zu machen, gewisse Pflicht zu erfüllen, ja. Du bist einfach unverbesserlich. Ich kann es auch nicht sehen. Ja, vielen Dank, alter Freund. Tja, wer weiß, wa? Und da ist Amalia. Floma. Avelina, es ist vorbei. Es ist alles vorbei. Amalia, Großmütterchen. Du hast Rebecca geschlagen. Aber jetzt ist es genug. Du musst keine weiteren Bürden aufladen. Irgendwann endet alles. Doch dann folgt ein neuer Anfang. Das ist eine unveränderliche Tatsache, die für alle Lebewesen gilt. Das gilt sowohl für die Geschichte von uns Meteoranern, als auch für dein eigenes Leben. Ja, ist schön, ich habe keinen Bock darauf, alles vorzulesen. Ja, wir gehen zur Ruhe, werden friedlich und so. Ist alles vorbei, wir gehen auf Reisen, was auch immer. Leben ein eigenes Leben, tschüss. Floma, das kennt man auch nicht, ja? Mach das. Oder bleib doch hier, was auch immer. Scheiße, egal. So. Michael soll inzwischen angekommen sein, oder? Stimmt. Also wird das so gut, dass es bestimmt einen schönen Sternenhimmel zu sehen bekommen. Schon wieder. Ich glaube, der Gegner mit dir, Björk, deiner Frau Maike, hat das Leben von Michael stark geprägt. Stimmt's, Liebling? Natürlich. Ja, ist gut. Ja, war schön. Ich glaube, es sind unsere Väter immer so glücklich. Vielen Dank, dass sie sich so nett um Michael kümmern. Ich hoffe, so unser Kind auch in Zukunft eng miteinander verbunden bleiben werden. Sie waren so förmlich. Und dass sie uns um euer Kind kümmern, ist doch selbstverständlich. Vielen Dank. Du hast recht, die Kinder werden sicher auch bald hungrig nach Hause kommen. Was sollen wir heute zu Abend essen? Was meinst du, Vati? Hör mal überlegen, was mit dem Leibgerät unseres Jungen. Maisplätzchen? Echt? Geil. Okay, Mann, das macht man so und so, ja? Okay. Ich hol mal die Eier und die Milch. Oh Mann, du. Ja, Maike. Alles klar, Kumpel? Jo. Das stimmt, wir müssen die Show betrachten. Deswegen sind wir überhaupt hergekommen. Ja, Mann, danke. Was denn jetzt? Okay. Ich folge dir. Was auch immer die zu bequatschen haben. Nee, Peace, Mann. Tschüss. Cool, war Michael? Ja, voll geil. Wow, die Meteorschau im Sternbild Läufer war echt genial. Ich muss mir unbedingt, ja, wie auch immer, bei Namen bedanken. Also ich war noch nie so tief berührt. Michael, dir möchte ich natürlich auch danken. Wie immer, ich fand dass er das mit dir erleben durfte, Michael. Jo, war cool. Lautsprecherdurchsage. Verehrte Damen und Herren, haben Sie recht herzlichen Dank, dass Sie uns heute mit Ihrer Anwesenheit beehrt haben. Wenn wir schließen werden, bitte gehen Sie wieder und tschüss. Ach ja, den Spaß, vergeht Zeit wie im Flug, wa? Jo, das ist so. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Amen. Wieder zu Hause, schön. Okay, schlaf gut. Ja, du auch. Michael? Ja? Bis morgen, hehe.
Wieso bis morgen? Ich mache doch eigentlich immer momentan 2 Tageszyklen. Bis morgen also. Naja. Wir können zurück, Michael. Oh. Das Quatsch geht weiter. Pokémon Omega Rubin, Delta-Episode zu Ende. Ja. Der zweite Storyteil ist auch hiermit zu Ende, liebe Freunde. Nach exakt 15 Parts ist's vorbei. Genau, und Omega Rubin selbst wird auch schon bald vorbei sein. Wir haben so noch ein paar Dinge zu erledigen. Wie gesagt, auch legendäre Pokémon fangen und noch ein paar Dinge zu zeigen hier, dass es noch so freizuschalten gibt. Und vor allem die nächste große Herausforderung für jeden Pokémon-Trainer. Doch das sehen wir, wie gesagt, erst wieder am nächsten Part bei Pokémon Omega Rubin, das Delta-Abenteuer. Oder halt eher gesagt, das Extra-Abenteuer geht noch ein bisschen weiter. Bis dahin, ciao zusammen. Oh Mann, bis Gymnastik. Geil, Mann.